So, jetzt sind wir bei der Mühle. Und da wollten wir uns mit Nuri treffen. Wie schaut denn aus da? Boronsrad. Hier ruht. Der Name ist längst verwittert. Wer auch immer du warst. Boron sei dir gnädig. Ja, Mann. Was ist eine Bedeutung? Ein Boronsrad. Hoffentlich kein böses Omen. Ja gut, wenn es nichts ist. Dann darf ich mir sagen, wir schauen da rein. In die Mühle. Mal schauen, was da geboten wird. Nuri, bist du hier? Ja, da schon ja. Die Kreaturen. Du bist es. Er sagt uns nicht, wo sie ist. Ich weiß es nicht. Ich sag es nicht. Lassen wir ihn warten, in der Dunkelheit, bis der Vogel kommt. Der Rabe soll sich seiner annehmen. Der Rabe? Er wird ihn sprechend machen. Ich hole ihn. Du wachst um die Mühle. Der Rabe gehört dem Seher? Sobald der Sand verronnen ist, wird der Nachthaarige sprechen. Und sein Faden wird reißen. So, jetzt haben wir die zwei Vogelscheichen da angebunden. Die Säcke. So, wie schaut denn aus darin? Nichts geboten? Achso, da oben. Ein Loch. Da oben muss eine Art Speicher sein. Nuri? Keon, geht es dir gut? Diese Kreaturen. Ich bin gefesselt. Hier liegt eine Scherbe. Sie ist ganz scharf. Hervorragend. Ich werfe sie zu dir runter. Nein, warte, ich... Hast du sie? Nein, Du hättest sie fangen sollen. Nuri. Wer weiß, wo sie jetzt ist? Ich kann nicht sehen. Weil es hier keine Regenbogenkristalle gibt. Kannst du zu mir runterkommen? Es gibt keine Treppe. Und draußen steht der bleiche Mann. Du sagtest doch, du kannst das Mondlicht sammeln. Ich werde krank, wenn ich zaubere. Ich weiß. Aber wenn ich mich nicht schnell befreie, bin ich tot. Nur ganz kurz, ja? Versprochen. Ja, Freunde, bisschen Mundlicht. So, da haben wir jetzt die Tür. Da steht Donner draußen. Was macht die bleiche Gestalt da draußen? Sie starrt ins Dunkel, als ob sie etwas vermisst. Die eine Kreatur ist verschwunden. Die andere kann ich nicht hören. Eine Waagschale. Da liegt die Scherbe. Allerdings gewinne ich ohne. Irgendwie muss ich meine Füße frei bekommen. Nichts zu machen. Die sind fest verknotet. So, da geht nix. Da wahrscheinlich auch nicht. Mit bloßer Kraft sind die nicht zu lösen. Hättest du meine Scherbe aufgefangen, könntest du die Stricke jetzt durchschneiden. Ich merk schon. Die Nuri ist ein Witzbold. Die Scherbe ist in die Waagschale gefallen. Eines Tages wird auch meine Seele gewogen. Aber nicht heute. Die Waagschale ist abgerissen. Kein Wunder, dass die Mühle ausgestorben ist. Ja, kann ich denn? Bisschen zaubern? Ist schon zerbrochen. Kannst du die Waage heil machen? Aha, da schon ja. Ich werde das Schicksal noch zu meinen Gunsten wenden. Aber wahrscheinlich braucht mein Gegengewicht, ha? Dann darf der ja nicht Scherbe kommen. Geh zu dem Loch in der Mitte. Ist gut. Öllampe. Die Öllampe hängt genau über dem Schemel. Lampen, Sägen, Scherben und alles außer Reichweite. Stundenglas. Da verrinnt also meine Zeit.
Noch habe ich etwas Zeit. Da hat meine Walzsäge. Die Säge könnte ich jetzt gut gebrauchen. Das Regalbein sieht ziemlich morsch aus. Das Dumme ist, ich komm doch nicht ohne. Unter mir ist offenbar noch ein Keller. Hallo? Die Mühle ist so verlassen, wie sie aussieht. Aber die Lampe, die können wir doch. Was ist denn da? Kobold! Ein Kobold? Wo? In der Schluge. Wobei, geht gar nicht. Bin ja gefesselt. Wenigstens habe ich noch irgendwas zertrümmert, bevor ich sterbe. Wir können die Lampe allerdings wieder heil machen, oder? Kann ich sein? Kannst du sie wieder ganz machen? Nuri! Aber, was bringt mir das? Da! Da ganz hinten ist noch ein Loch. Nur ganz kurz, hast du gesagt. Ja, gute Frau, ist ja ganz gut. Sägewerk. Das Sägewerk arbeitet nicht mehr. Kein Wunder, dass die Mühle ausgestorben ist. Und dann haben wir noch ein Getriebe. Es ist abgebrochen. Deswegen arbeitet auch das Sägewerk nicht mehr. Scheint eine Art Zahnrad gewesen zu sein. Ja, können wir denn? Ist bereits in 2. Wobei, richtig. Kaputt ist er schon. Können wir es heilen? Siehst du dieses trommelähnliche Ding da unten? Kannst du das heil machen? Nuri? Geron, hier ist ein Käfer mit 8 Beinen. Das ist nur eine Spinne. Spinnen haben 12 Beine. Nuri, bitte. Du musst dich jetzt konzentrieren. Ist gut. So, jetzt haben wir die Säge angeworfen. Jetzt kann ich vielleicht, wie schaut denn aus? Kann ich denn die Säge umwerfen, ha? Da tut er dagegen halt. Probier's mal aus. Scheinbar nicht. Kannst du sie wieder ganz machen? Nuri! Aha. Jetzt liegt die Säge da vorne. Ha! Jetzt muss ich nur noch die Hände frei bekommen. So, jetzt haben wir uns von den Fußfessel befreit, immerhin. Jetzt können wir nämlich das zertreten, ha? Kann ich sein? Jawohl. Komm noch mal hier rüber. Stundenglas. Wie soll ich da rankommen? Freunde, wir haben's. Jawohl. Ha! Ich hab sie. Geron, mir ist schwindelig. Nur noch ganz kurz, Nuri. Baby, durchhalten. Ich bin frei. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie mit dieser Kreatur fertig werden. So, da können wir doch brandbestimmt. Wobei. Hätten wir sammeln. Den Schemel haben wir auch. Brauchen wir sonst noch was? Da war nix mehr. Da war nicht. Stroh. Und bisschen Ausrüstung. Also mein Krempel schön.
Der Griff ist abgebrochen. Der Griff ist abgebrochen. Ja, können wir denn? So kann es gehen. Da geht was. Hier wird alles dunkel. Nur noch ganz kurz, Nori. Was ist da unten? Es ist dunkel. Gehst du einmal für mich nachschauen? Nicht jetzt. Es geht tief runter und es gibt keine Leiter. Gibt keine Leiter. Ja, dann nehmen wir halt. Scheiße, wir müssen improvisieren. Auf der anderen Seite hängt sie noch durch. Moment, keine Panik. Mein Kopf ist leer. Mist. So hält die Decke noch nicht. Die Decke hält nicht. Unsinn. Erst muss ich die Decke an beiden Seiten befestigen. An beiden Seiten befestigen. Ja, Mann, mit was? Nori mag es nicht, wenn ich alles kaputt mache. Seit wann kümmert mich das eigentlich? So, jetzt soll das Biest nur kommen. Und wenn es im Dunkeln sehen kann? Ich sollte die Falle tarnen. Die Falle tarnen. Moment. Mit dem Stroh natürlich. Gut, das muss klappen. Nori, du kannst jetzt... Ja gut, K.O. Nori? kommen. Verdammt, Kommt der andere Tipp. So, den haben wir erledigt. Fürs Erste. Ich schau mir noch, was los ist. Nori? Wach auf, wir müssen weg. Was? Wo bin ich? Keron? Kletter zu mir herunter. Ich bin so müde. Lass mich noch etwas ausruhen. Das geht nicht, wir müssen hier weg. Wir können hier nicht bleiben. Keron, ich will nicht mehr. Das hat nichts mit Wollen zu tun. Wir müssen hier weg, sonst geschieht etwas Schreckliches. Ich kann nicht. Geh ohne mich. Ich habe den Feenforscher gesprochen. Ich weiß, wie alles wieder gut wird. Wirklich? Wir bringen dich zurück in deine Welt. Nein, niemals. Ich bleibe hier. Es ist der einzige Weg. Dort bist du sicher vor dem Seher. Und du kannst wieder richtig zaubern. Und Andergast wäre auch gerettet. Hör auf, hör auf, hör auf. Nori, Geh weg. wenn wir noch lange hier bleiben, kommt die Kreatur zurück. Oder der Rabe. Ich habe keine Wahl. Oh Gott, jetzt zickt er noch rum. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Der Feenforscher erzählte von einem Feentor im Norden, am Ende der Welt. Es führt in ein wunderschönes Reich, weit weg vom Seher. Dort wärst du sicher. Wie heißt das Reich? Fanglari. Es heißt Fanglari. Und er hat mir auch gesagt, wo wir das Tor dorthin finden können. Fanglari. Ja, aber um dorthin zu gelangen, musst du sofort runterkommen. Ich kann nicht. Es ist nur ein Hopser. Schau, ich fang dich auf. Bau mir eine Treppe. Eine Treppe? Wie soll ich dir denn eine Treppe bauen? Also gut, ich lasse mir etwas einfallen. Bin gleich zurück. Ja, der lieber gut. Hier dürfen wir noch eine Treppe bauen. Pass auf, ein Vordach, ein Balken, der Steg. Schau, die Treppe. Komm jetzt. Ich weiß nicht.
Ich möchte einfach nur schlafen. Nuri, Erzähl mir mehr von Fanglari. Ist es schön dort? das Unglaublichste ist, jede Fee kann in Fanglari zaubern, ganz ohne Schmerzen. Wird sie nicht schwach? Es ist doch ein fremdes Reich. Alles in Fanglari ist voll mit Feenzauber. Darum verlierst du keine Kraft, sondern benutzt die aus dem Wind oder aus dem Meer. Du bist eins mit der ganzen Welt. Das klingt schön. Das will ich. Komm herunter. Dann führe ich dich nach Fanglari. Ich versuche es. Aber ich brauche noch eine zweite Stufe. In Ordnung. Aber dann kommst du auch wirklich runter. Versprochen. Oh Gott. Kann das nicht einfach rüberwerfen? Eine zweite Stufe. Was auf der Brücken? Gleich hast du es geschafft. Was ist mit Herrn Rabe? Wir müssen auf ihn warten. Ich habe den Raben schon vorausgeschickt. Er wartet bereits auf uns. Also gut. Du musst mitkommen, jetzt. Ja gut, da muss liegen. Das aber kommt. Gerons Worte gaben Nuri neue Kraft. Sie wollte alles wissen, was der Forscher ihm über das verborgene Reich erzählt hatte. Wo lag es? Hinter den Bergen? Hinter den Sümpfen? Warum war es so geheim? Sie stellte sich ein Land ohne Zeit vor, ohne Erinnerung und ohne Zukunft. Ein grenzenloses Land ohne Horizont. Gerons Lüge nahm Gestalt an und in Nuris Kopf entstand das verzauberte Reich Fanglari. Unterdessen trug der Fluss das kleine Boot nach Norden, der Schmugglerstadt Enqui entgegen, den stinkenden Schwefelseen der Brinaska Marschen. Selbst Nuri gefiel es hier nicht. Sie sah ein, dass sie Gerons Welt verlassen musste, solange der Seher hier nach ihr suchte. Das machte sie wieder traurig. Aber vielleicht konnte sie Geron ja mitnehmen.